Ich adressiere mich nur, da wohne ich nicht als Präsident in Spee, weil ich denke, die Tag soll dem Kongress überlassen, ob ich dann wirklich Präsident bin oder nicht. Ich adressiere mich heute an der Position, wo ich letztes Jahr vom Kongress mit größer Zustimmung von über 90% gewählt gesehen als Generalsekretär und ich Generalsekretär von einer Partei, die sicherlich nicht den einfachsten von ihren Wandern hat, das Jahr, wo ich eigentlich die Hoffnung habe, dass es nicht mehr nach besser gehen kann, weil für mich schlecht geht schon, weil mehr wie 50% von unseren Deputierten können wir eigentlich nicht mehr verlieren. Da ist ein bisschen Sarkasmus dabei. Ich bin vor 5 Jahren bei der Partei gekommen, als soi-disant Quereinsteiger, wenn ich das dann so nennen will. Ich bin zu der Partei gegangen, weil ich fand, dass es von allen Parteien, die wir heute zuletzt haben, eng von den wenigen war, die überall an alle Bohren von unserer Politik, und auch an alle Bohren von unserer Population vertreten war. Wir haben an der Partei Leute, die, wenn ihr das ganz ideologisch angefärbt weisen wollt, linke Bohr bezeichnen könnt, und wir haben Leute, die ihn rechte Bohr empfangen könnt. Und eine Wertung zu machen. Genauso haben wir Leute, die ihn auch irgendwo an die Mitte sitzen gehen. Aber der Vorteil von der Partei für mich war, dass die Partei selber keine festgeschriebene Ideologie hat. Viele Leute reden es das als Notteil. Ich persönlich habe das immer als den großen Avantage von dieser Partei gesehen. Ich habe die Partei immer als eine Partei gesehen, die eine Problemlösungspartei ist. Sie ist entstanden wegen einer großen sozialen Ungerechtigkeit, aber wegen einem großen Problem, den uns bestanden hat. Und hat das an ihrer 25-jährigen Tradition eigentlich permanent fortgesetzt. Sie hat den Fanger auf Wonnen gelöst, die an dieser Gesellschaft nicht funktionieren. Und wir sind heute in einer Situation, wo die Wonnen nach mir stärker wie früher abklaffen, wie dass wir keine Scheckhaftpolitik mehr machen können, und die Wonnen nicht mit großen, dicken Geldplustern überdecken können. Geändert hat sich an dieser Partei, zumindest an den letzten 10 Monaten, seit ich Generalsekretär bin, nichts. Wir haben nach demselben Parteiprogramm, wir haben nach demselben Wahlprogramm wie 2009, und der Robby hat das für noch erwähnt. Geändert hat sich vielleicht der Blickwinkel von der einen oder anderen Person, mit der eine Partei betrügt wird. Wir als Partei können aber nicht dafür, wenn plötzlich von rechts nur links lebt oder von links nur rechts und feststellt, dass sein Herz eigentlich mir weit links schlägt oder mir weit rechts. Das ist für mich ein Abbild von einem, so nicht mal, Kapitalist und Abbild von einem linken, ich will ihn nicht Kommunist nennen, aber einem linken, zusammen eine Sensibilität Politik machen wollen. Das fand ich ganz lustig und interessant. Ich bin mal gespannt, wie sie gemeinsam eine politische Linie an der Chambre vertreten wollen. Ich kann nicht mehr garantieren, die ADR bleibt 400, was sie die letzten 25 Jahre war. Und hat mir gibt es sicherlich keine ideologische Festlegung, ob rechts oder links bohr, weil wem meine Geschichte, mich persönlich kennt, die geht ja zwar nicht hin, aber wenn die kennt, die weiß ganz genau, dass ich einen Extremismus oder einen Terrorismus oder egal irgendetwas, was von links oder von rechts kommt, aus persönlichen Erfahrungen bis an tiefst von meinem Herz auflehnen und mit mir zusammen geht es das nicht an dieser Partei. Lo haben wir genug nach angeguckt, gucken wir nur 4. Was könnt aber es tun? Lützeburg war, wie den Robby gerade schon gesagt hat, sicherlich noch nie an der Nachkriegszeit, an so einer schlechter Situation, wie wir heute sind. Natürlich können da so ganz Europa in einer schlechter Situation. Lützeburg ist aber besonders Stufe getroffen, weil Lützeburg ein Dienstleistungsland ist. Wir sind als einer Industrienation umgewandelt gehen, an den 80er Jahren an ein Dienstleistungsland, an eine Dienstleistung als etwas, was den immens sehr transferieren kann. Die ist nicht an eine Lokalität oder an einen Platz gebunden. Wir sehen, wie Licht, Metall, Loh am Gang ist, die Arbeit aufzubauen, an den Dienstleistungsbereich Arbeit irgendwo outzusourcen und somit heute zu Lützeburg ja nur nicht mehr nach ein
ein bisschen wie groß Briefköcht aufrecht zu erhalten. Wir haben eine Krise, die sicherlich auch viel hausgemäht ist. Für mich sind es 4 oder 5 Schwerpunkte, die eigentlich ganz klar definieren, was schlecht lebt bei uns. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die noch nie so hoch war, mit einer Jugendarbeitslosigkeit, und das ist das, was dramatisch ist, die rund 15% leid. 15% von unserer Jugend haben keinen Schaff, wissen nicht, was sie machen sollen. Wir haben eine Wohnraumsnot, die extrem ist, und ich komme nur noch ein bisschen darauf zurück. Wir haben eine Lenteur administrativ, die irgendwo an der Wurzel von all dem ist, weil jeder Freund, der schon einmal mit dieser Verwaltung zu tun hat, weiß, dass SWR zu Lützeburg, die berühmte Kurzwehr, in der Zwischenzeit so lange sind, dass sie die Waren Irrgarten gehen. Wir haben eine missglückte Verkehrspolitik, die dann nur dadurch gelöst werden soll, dass man von den Fahrsälen bis auf gar einen Tram laufen lassen haben, an der soll als Problem von den Pendlern Neues lesen. Jeder Frau von euch, der Neues mal ein Jahr an die Stadt Lützeburg gefahren ist, egal aus was für eine Richtung ihr könnt, wird festgestellt, dass es nicht das Problem ist, von den Fahrsälen bis an die Stadt zu kommen, sondern das Problem ist, überhaupt mal bei den Fahrsälen zu kommen. Aber wenn dann du ein Tram hast, wo soll ich dann mein Auto parken, für dummer Tafieren zu fahren? Aufgesehen davon, dass du nach ganz anderen logistischen Problemen da verstoppt sind. Und dann, last but not least, haben wir einen Staat, den seht, ich will Spuren, aber wie gesagt, Spurpolitik von diesem Staat aus, nee, geht nicht hin, dass er irgendwo ein Budget möchte, dass er wie jeder normalen Bon Père de Famille mal zu und zusammenzählen ging, also ging, nächstes Jahr können wir nicht mehr nach das ausgehen, was wir verdienen. Nee, er sagt, ich mache einfach mein Revenu an die Lut, und ich erhebe an der Form also meine Steuern, und dadurch, dass ich meine Steuern erhebe, habe ich ja gespürt. Ja, bei den anderen Leuten, nicht bei sich. Und ich denke aber, dass die Wurzel von einem Übel am Endeffekt sich irgendwo an unsere Verwaltungen verstopft. Nicht an den Leuten, die das schaffen, aber an der Prozedur, die wir entwickelt haben an den letzten 30 Jahren, die dazu führt, dass wir eine Lenteur administrativ kriegen, die unwahrscheinlich ist. Ich will euch ein konkretes Beispiel geben, was die letzte Jahre ganz akut war. Ich schwätze von der Station zu Sandweiler, von der Société Nationale de Contrôle Technique, die diese Sommer 2012 kollabiert ist. Das hat RTL und auch die anderen Senderen all groß Brot dokumentiert, gewiesen, und ich weiß nicht wie. Und im September haben wir bei der ADR eine Pressekonferenz gehalten. Wir waren nicht die Einzigen, die darüber gesprochen haben, aber wir waren die Einzigen mit wirklich konkreten Vorschlägen. Und demnach sind als Vorschläge sowohl von den politisch Konzernierten, also am Ministerium, als auch von der Presse wenig als, ich will nicht lächerlich so, aber wenig populistisch und ein bisschen zu einfach gestrickt aufgedruckt gehen. Dann dauert es 5 Minuten, dann teilt die gar nicht. Aber wenn er zwischendurch mal mit dem Auto auf der Kontrollstation wird, wusste, dass er nach immer so lange durchstehen kann wie am Sommer, das ist nicht mehr so abgefallen, weil es war mir kalt, hat ihn nicht mehr so geschwäst am Auto, hat ihn Logo vor. Als Alternativ. Und da kennt dieser Minister 24, aber was schlägt er für? Praktisch 1 zu 1, als simplistisch, populistisch, einfach Proposen. Dafür hat sein Ministerium da 5 Minuten gebraucht, um zu finden, dass die Dach gut werden. Vielleicht hatte gehofft, dass das, was wir proposiert hätten, in der Zwischenzeit vergessen wird. Da kriegen wir also so eine Lesung proposiert. Und da muss man sich vorstellen, der Campbell, lo braucht die Ministerium aber nach einem Jahr, für das an Musik umzusetzen. Also das Jahr ist nicht mehr dran zu denken. Wir sind der 17. Januar, das ist klar, das packen wir an den verbliebenen 11,5 Monaten nicht mehr. Und das ist das Problem heute zu Lützeburg. Wir brauchen Etüden, wir müssen nachdenken, wir müssen hier überlegen und da überlegen. Und das, wenn wir dann auf diesem konkreten Beispiel bleiben wollen, stellen wir da fest, dass zum Beispiel, wenn da ein Auto hat, Van, wie verschiedene Hersteller, Mercedes, VW oder was weiß ich, da herstellen, an die Van ist als Camionetto gemeldet, dann dürfte er selbstverständlich heute schon bei ihrem Garagist, weil da fällt ein Camion, schon die Kontrolltechnik machen lassen. Ich finde das für ein 3D mit Mengem gemäht. Wenn ein Van aber angemeldet ist als Automobil, das heißt nicht als Kamionett, dann dürfte dieselbe Garage mit demselben
responsabel vun der Société Nationale de Kontrolltechnik ein Auto nimi kontrollieren, weil dann as het ein Automobil an da müsste op Sandweiler füllen. An dem Dat am Reglement umzuschreiben, braucht Reiseminister lo e ganz Jahr. Versteht er, wo mir ein Problem hunheit zu Lützeburg? Ich will nicht drüber schwätzen, was die Kontrolltechnik stand verdient. Das sind wir hier noch 24 geworden. Ein Techniker von Kontrolltechnik kostet 200 € die Stunde plus TVA. Ja, eine halbe Stunde geht mit 90 € fakturiert in der Garage. So RTL zu hören 24. Das sind 200 € die Stunde. Ich habe das mal hochgerechnet mit 172 Arbeitsstunden am Monat, wie jede Frau von uns die hat. Da kommen ich auf eine Summe rund 35.000 €. Herr Staatsminister, ich habe einen neuen Platz für euch. Du könnt da mehr verdienen. An ihr habt einen Kaffeespause, da werden die anderen Leute drauf werden, endlich kontrolliert zu gehen. Dann erwarte mir, dass dieser Staat, weil wir dürfen nicht vergessen, die Société Nationale de Kontrolltechnik gehört dem Staat zu 99% oder bald 99%. Und da will mir, dass dieser Staat die Probleme vom Land lösen soll. Die Probleme wie die Jugendarbeitslosigkeit. Dann hört ein Premierminister de Courage an de Külo, 24 zu sagen, man ja, es gibt eine einfache Lösung für die Jugendarbeitslosigkeit. Sie müssen mal endlich die Arbeiten unholen, die ihnen angeboten gehen, und nicht daheim werden, bis sie dann die schöne Arbeit kriegen, die ihnen gefällt. Für was gehen die jungen Leute nicht gestaltet? Für was fanden sie keinen Platz? Weil wir bald 25% von den Schulaufgängern haben, die kein Diplom haben. Ein Eschek von unserem Edukationssystem. Und das ist ein Eschek von den letzten 30 Jahren Education. Aber wer war responsabel für die letzten 30 Jahre Education? Ich denke, die Partei, die auf ihrer Homepage sieht, dass sie seit 80 Jahren die Politik zu Lützeburg dominiert. Das ist die am größten C. Könnt ihr da noch lesen. Das ist eine Bankrotterklärung. Und lo gehe ich hin so zu den Jugendlichen, holt egal was für einen Platz, Hauptsache, ich kriege meine Statistik von der Jugendarbeitslosigkeit verbessert. Was für einen Platz sollen sie dann holen? Die, die am Mindestlohn ausgeschrieben sind. Klar, also Mindestlohn zu Lützeburg ist mit den höchsten in Europa. Wollen wir es nicht bekloren. Aber wie kann heute mit dem unqualifizierten Mindestlohn dann nach einer Familie gründen, nach einer Existenz aufbauen, nach einer Lebensfeiernheit zu Lützeburg? Guck doch mal, das ist unmöglich. An die Flucht von denen ganzen Lützeburger, die über die Grenze wohnen gehen, die ist nicht, weil es auf der anderen Seite mich schön ist. Nein, die ist nicht mehr, weil auf der anderen Seite der Boden nicht den Preis hat wie hier. Und das ist das zweite große Problem hier zu Lützeburg. Wir haben eine Wohnungsbaumisere. Wir fangen an, eine Immobilien bloß zu produzieren. Das heißt, es geht mal an die Seiten ran von den Immobilienhändlern. Guckt, was die Terrain haut verrechnet gehen. Wie soll auch eine Familie, wo zwei schaffen gehen, an allen zwei den Mindestlohn mit hinbringen, und da vielleicht auch nach zwei Kanner kriegen sollen, weil irgendwie ein Kanner bricht das Rentensystem zusammen, schwätzt man gut nicht von den Arbeitsplätzen. Wie soll so eine Familie überhaupt das je fertig bringen, hier zu Lützeburg ein Grund am Boden zu kriegen? Und ich fand, du musst lo angegriffen gehen. Du hast Erbicht, dass sie sachpolitische Themen, die beschafft gehen müssen. Wir müssen aufhören, über irgendwelche Ideologien von links auf rechts zu schwätzen. Ich kenne kein Links- und kein Rechtsleid bei mir an der Partei. Ich kenne nicht mehr Leute, die versichern mit mir die Probleme, die als Land wirklich im Moment beschäftigen, und die jede Verreifung halt beschäftigen, weil jede Verreifung ist entweder Pap, Mam oder als Jung oder Durchter von einem. Das heißt, die eins beschäftigen, eins Zukunft, die nächsten 20 Jahre, jede Verreifung eins, die muss mithelfen, da zu lesen, und dafür treten ich an dieser Partei. Kommen wir zum letzten Punkt von meiner Ideen. Das ist also Staatsspurt. Ja, also Staatsspurt, aber nicht bei sich, sondern bei den anderen Leuten. Was möchten ein Heft steuern nun? Ich bin d'accord damit. Ich bin auch d'accord damit, meine Solidarität mit diesem Staat mal zu drohen. Aber da muss der Staat auch einen Schritt machen. Und im Moment möchte der Staat keinen Schritt. Der Staat spürt nicht Zentralstaat. Aber wie geht es zu sicher bei dem Mittelstand? Für was geht es nicht bei den Großbanken, aber bei den großen Entreprisen sicher? Weil er genau weiß, dass die ganze Jahr Lützeburg verloren. Der Mittelstand, den hier gewusst ist,
die seit Generationen hai Handwerksbetrieber huet, die seit Generationen hai schafft, den hai lieft, den hai sing Sue verdient, die kann nicht fortlaufen. Ich kann nicht mein Stohlwerk an Indien verlehen. Ich kann nicht mein Deireklinik an Indien verleieren, aber Mittal kann sein Stohlwerk verlehen. Und da müssen wir uns ganz klar bewusst sein, es kann nicht sein, dass über mir heich steuern, ohne dass der Staat spürt, der Mittelstand so an Knien hei am Lützeburger Land gezwungen wird, dass wir da noch keine Zukunft mehr haben. Weil an der Sekunde, wo man das Handwerk an den Mittelstand, hei zu Lützeburg, auch als Kommerçant, als Geschäfter, an alles, Futti man, da kann es nicht sein, da können wir nicht erwarten, dass dieser Staat noch funktioniert. Ihr seht, ich könnte doch nur nach einer halben Stunde 4 Uhr feiern. Aber irgendwo hatte ich denen an der Kirche versprochen, dass ich mich nicht zu lang halten ging, weil ihnen so Stiersen verkacht. Und ich meine, ihr seht auch alle Durchstrich. Sollte der Kongress mal am März tatsächlich das Vertrauen aussprechen, an den Auftrag gehen, das Partei an die nächsten 2 Jahre zu leiten, an den nächsten Wahlkampf zu feiern, vergessen wir nicht, wir sind minus 15 Monate, 14 bis 15 Monate. Für die Europawahlen am Mai, denke nicht, dass auch Nationalwahlen auch am Mai sie würden, nächstes Jahr. Dann versichere ich Ihnen, wir machen die nächsten 14 Monate eine Sachpolitik. Wir schwätzen von Sachthemen, wir weisen am Empfang auf Wonnen, aber wir weisen auch Lesungen. An Heinz, da können noch einfach Lesungen, gute Lesungen sein. Sie müssen nicht immer kompliziert sein, weil für die Leute administrativ nach mir groß zu machen, das ist nicht der Sinn und Zweck von dieser Partei. Wir wollen eine Vereinfachung haben, wir wollen ein radikales Umdenken hier zu Lützeburg haben, vis-à-vis von denen Leuten, die schaffen und die dafür gesorgt haben, dass das Land das Guinness, was das Haut durchstellt. Ich sage nicht merci und ich wünsche Ihnen ein ganz schönes Jahr.